machst mal die Augen zu, schaust deine Hand an und siehst an deinem Ringfinger einen Ring. Jetzt langst den Ring an mit deiner linken Hand, mit 2 anderen Fingern und drehst den an deinen Händen herum. Wenn du das kannst, dann hast du ein starkes Werkzeug. Dann hast du jetzt schon ein starkes Werkzeug. Weil du kannst, dann hast du deinen Tastsinn, deinen Sehsinn, dein Gefühl, wenn du noch schaffst, den Ring am Finger zu fühlen und du auch schaffst, den abzuziehen und das Gefühl noch am Finger lassen, das ist eine Szene, wie der Neville sagt, oder? Und das schaffe ich so jetzt noch nicht, weil ich nicht einmal meine Hand so kann anschauen kann. Und er sagt auch, du musst from it, nicht of it. Also nicht an deine Szene denken, es wäre schön, wenn, sondern drinnen sein. Sie ist bereits. Du bist bereits am Ziel. Du musst dich so fühlen, als wäre es bereits dies. Oder? Und auch die Bibel erklärt da immer wieder, du musst auch, und das Gebet dort sagt auch, oder? Beten ist nicht Pitti Patti Pitti Patti, sondern das Gebet ist Verweilen im bereits erfüllten Wunsch. Sagt der Neville, mal wirklich, wer es nicht kennt, Neville Goddard, unbedingt die Bücher hören. Auch mal das ganze Buch, oder? Da sieht man auch, wie der Glaube einen kann hindern. Das heisst, wer immer noch daran glaubt, dass das Buch, also dass die Bibel so ist, wie es uns gelehrt wurde, der wird die Message auch gar nicht so können verstehen oder anwenden, wie es der Neville sagt. Und das ist auch ein Glaube. Und wer glaubt, dass es Humbug ist, der glaubt, dass es Humbug ist. Wer glaubt, dass es kein Humbug ist, der glaubt, dass es kein Humbug ist. Oder du erlebst deine Welt so, wie du das Gefühl hast, das stimmt. Darum kann auch niemand verurteilt werden. Darum haben auch alle aus ihrer Sicht recht, weil jeder hat eine Erklärung für sich. Oder aus seiner Sicht geht es auf. Und ja.